Herzlich willkommen bei enger von den 4 stärksten Parteien zu Lützeburg, der ADR. Wir haben das Jahr eng exzellent Arbeit gemacht an der Chamber, und wir können eine ganz positiven Bilanz ziehen. Wir machen dabei keine Frontalopposition, das gesagt den, wir machen eine Politik, die konstruktiv ist, und wenn die Regierung Projekte proposiert, die wir gut fanden, da stimmen wir sie mit. Und wenn sie Projekte proposiert, die wir nicht gut fanden, da kritisieren wir sie und stimmen sie nicht mit. So fuhren wir an der Chamber, und das ist ein ganz pragmatisch und konstruktiv Approche. Wir setzen uns natürlich immer an für ein Sujet, die wie ein rote Faden durch als Politik gehen, Frieden, gute Relationen, Armut bekämpfen, Familie stärken, eine Migrationspolitik mit Verstand, eine Wohnungspolitik, für das Leute auch hier in ihrem Land können wohnen bleiben, Spruch, Kultur, Zusammenhalt. Wir hatten Interpellationen über Spruch, über die Integration hier zu Lützeburg, wo wir wichtige Debatte konnte feiern, Meinungsfreiheit und Demokratie, Sicherheit, was immer ein Thema auch für uns, und natürlich ein anständiges Budget für die Zukunft, eine Zukunft für uns Kinder und für unser Land. Wir konnten so zu ganz vielen Sujets wichtige Positionen vertreten, die auch ohne uns nicht vertreten gehen wären. Und das ist das, was der ADR ausmacht. Wir haben die Courage, für unsere Meinung dort zu sagen, wo vielleicht andere die Courage nicht haben. Und das uns stärkt. Und dadurch kann ich auch sagen, voller Hoffnung, durch die ADR als Demokratie zu Lützeburg mehr reich. Wenn wir nicht da wären, da gibt es vor etwas fehlen. Weil die hat oft Aufstimmungen, die sind 55,5. Aber wenn die Regierung gibt vorstellen, wenn wir nicht da wären, da wäre es 60,0. Und da wäre mal keine Alternativstimme bei verschiedenen Projekten da. Ein gutes Beispiel davon ist die Alphabetisierung auf Französisch. Wir waren die einzige Partei zu 5, die uns dagegen gewählt haben und die das Projekt nicht mitgestimmt haben, weil wir fundamental nicht davon überzeugt sind, dass das die Lösung ist für Probleme, die wir zu Lützeburg haben. Wir gehen nicht andere Lösungen, weil wir fundamental überzeugt sind, dass die Alphabetisierung auf Französisch zu einer Splickung von unseren Kindern und von unserer Gesellschaft wird feiern, wo wir als ADR wollen als Kinder und Gesellschaft zusammen feiern. Das ist auch ganz aktuell. Und es ist noch überzeugt, dass wenn wir an der Chambre just 5 gegen 55 waren, dass aber draußen, wenn die Leute gefroren, an einem Referendum zum Beispiel, sind nicht überzeugt, dass eine Majorität von den Leuten gegen die Frankophonisierung, gegen die französische Alphabetisierung an der Primärschule stimmen. Und das hat auch kürzlich eine Etude von der ILRES rausgefunden, wo gesagt ist, das ist immer mit Vorsicht zu genießen, so froh mit trotzdem 54% sagen, nee, wir wollen es nicht. Und 42% sagen, echt ja, wir wollen nicht. Also auch da klar am Anfang die Meinung vom Volk, die wir dann an der Chambre vertreten. Ja, lo mal neue Moment, lo es rauskommt, dass eine Etude, die schon am Frühjahr da war, unter Verschluss gehalten ist, wie zu sagen, geheim gehalten ist. Das ist eine Etude, die die Uni gemacht hat, für das Projekt zu evaluieren. Wobei wir immer sagen, dass das Projekt am Anfang nicht kann evaluiert gehen richtig, was der Minister immer sieht, das stimmt nicht, weil es sind einfach zu wenig Schüler und das Projekt ist noch nicht lang genug am Gang. Wir müssten warten, bis die ersten Schüler mal an den Lycée kommen, also eine Zeit am Lycée sind, für genaue Kenntnisse zu haben, ob es effektiv etwas bringt oder ob es nichts bringt, und was die eventuell negative Aspekte davon wären, ob die Kinder und ob als Gesellschaft. Ja, das ist der Morgen an der Kommission dann auch klar rauskommt, dass also, das Minister und die Leute vom Minister wehren sich natürlich dagegen und probieren das alles schön zu schwätzen, und probieren das auch erklären. Ich meine, dass es alle gut noch dem Morgen klar gehen, dass eine Etude gemacht wird, das von der Uni und dass das Minister agiert wird, für dass die Etude nicht so veröffentlicht gehen. Und das ganz einfach, weil an der Etude
Politik vu Meer Meich net gut geheescht gëtt, mé au konträr dat ganz afrostalt gëtt. Der Etude gouf nämlich festgestellt, dass et ke wirkliche Mehrwert gëtt bei der französischen Alphabetisierung, sowohl in der Mathematik wie auch am Lies- als Schreibverständnis vun de Schüler. A well die Mehrwert net do ass, a well die Etude nach Verschluss gehale gin ass, a well dat ganz immens kompliziert das umgesetzt zu gehen, a weil et immens Konsequenzen op als Gesellschaft gin, fordere mir ganz klar, dass de Projekt lo op Eis gelöscht gëtt, dass het net afordert gëtt fir dat Neier se wie geplant, an dass man misisten raisonabel sinn a weiter ofwerden etmer so eng fundamental Revolution vun eiser Schul machen. An kann en sich da froh fir wat, dat se durchgeboxt gëtt. Und das sind ein ganz paar die Indizien, die deuten darauf hin, dass es immer etwas mehr Großes geht und dass es irgendetwas gibt, wie so einfach so, wie ich denke, eine Agenda von einer gewissen Frankophonisierung hier am Land. Und das tun wir bei ganz vielen Punkten an der Vergangenheit gemerkt. Ich zähle da ab. Wir konnten Französisch an die Krächen gesagt, es gibt viele Krächen, wo die Lützeburger kann, aber nicht können Lützeburg schwätzen, weil keiner sie versteht. Wir gute Französisch an Spielschule, wir gute Französisch an Berufsausbildung, wir gute Französisch an Dedikateursausbildung. Sie machen just nach Internationalschulen op, sie machen eine französische Alphabetisierung. Sie haben das Niveau vom Lützeburgische für Lützeburg Nationalität zu kriegen, unsere 4 Jahren Beruf gesagt. Es gibt immer mehr Plätze beim Staat, die von Leuten besetzt, die keine Lützeburg mehr können. Und nach letzter Woche sind Spruchkriterien für beim Staat zu schaffen Ruf gesagt gehen, weil Drmenke ja zu Lasten vom Lützeburgischen, aber wahrscheinlich auch vom Deutschen geht. Und dafür so mal, dass wir da eine gewisse Strategie dahinter tun, die los immer mehr geht, immer mehr auf Französisch und die anderen Sprachen spielen keine so eine große Rolle mehr, egal was sie behaupten. Und der Premierminister, den hat an den zu von Nation etwas Interessantes gesagt, mit dem ich nicht immer da verstanden sind. Und er gesagt, dass alles an die französische Alphabetisierung die Schuld kennen. Wie das nicht richtig. An einer Gesellschaft, die immer mehr frankophon geht, verliert ganz klar den nicht frankophon ist. Und das sind ganz viele. Das ist eine Tendenz, die wir nicht wollen. Für klar zu sagen, wir wollen noch, dass Kinder Französisch lernen, wie noch nicht gegen die französische Sprache. Wir hätten aber gerne, dass die Integration hier im Land bestehen bleibt. Das kann er gemeinsam lernen und das Lützeburgisch soll die zentrale Rolle spielen von der Integration und das alles müssen wir für das zu erhalten. Kann ich froh für was, dass die Regierung das möchte. Ich wollte noch ein paar andere Punkte angehen, die wir an den letzten Main, an diesem ganzen Chamberjahr auch erlebt haben. Und etwas, was da vielleicht ein bisschen wie vergessen ist, was aber trotzdem ganz interessant war, auch weil viel darüber gelernt ist. Das war die Geschichte mit den Toiletten, die sollten aufgeschafft gehen. An den Lyceen, getrennten Toiletten, Jungen, Mädchen sollten aufgeschafft gehen und zusammen gemeinsam Toiletten sollten an allen neuen Schulen, an den allen Schulen auch angesagt gehen. Ich meine, Uni Eis Arbeit, wie das dort nicht wirklich rauskommt, wie das dort nicht wirklich bekannt gehen, wäre doch nicht dabei von der Bevölkerung, die Opposition gehen, also sogar an die Parteien selber, an die Regierungsparteien. Und da wird er doch wahrscheinlich durchgegangen. Und ich meine, das heißt zu verdanken, dass der Tote, was am Anfang etwas Absurdes ist, nicht durchgegangen ist. Und du merkst noch, dass er aber trotzdem kann, auch als Oppositionspartei, kann bei so Punkten etwas erreichen. Und mir wird beinahe gesagt, ich meine, dass es auch schon bedenklich ist von dem Minister, wo ganz klar an der Kommission gesagt wird, wir machen gerne gemeinsam Toiletten, dass die Pur, die drauf steht, nee, das war nie geplant. Ich meine, die Kilo muss ich noch mal holen, aber auch die Kilo zieht sich wie rote Freude durch den Mehrmeich seine Arbeit. Wir setzen uns, wie das viel angesagt, auch an der Logementsproblematik, wo wir auf einer ganzen Partie Punkten wollen abwirken. Und ich meine, der Grund von der Logementsproblematik ist und bleibt halt zuletzt durch den extrem starken Bevölkerungswachstum. Und es gibt eine ganze Partie Lesungen, die wir müssten umgehen,
eng von denen der pur sie ganz pragmatisch wie zum Beispiel die Kriterien, die muss erfülle für ein Hausbau, weil alles wie kompliziert geht, die Klimamoosnahme Passivhaus und so weiter können die mal Rufschraube für das mir einfach zu machen. Und dann noch dafür gucken, wann wir bauen, noch für wen wir bauen. Und ich meine, das ist ganz wichtig, dass man muss neue Jungen in eurem Land eine Perspektive gehen, für an unserem Land können wohnen zu bleiben, weil sie wollen das ja auch. Wir hatten eine ganz interessante Auftreibungsdebatte, wo wir auch als Einzelpartei geschlossen dagegen waren, für die Verfassung zu ändern, weil wir nicht viel nötig fanden, wo man nach heute verwundert sind, dass ein CSV einfach so umgekippt ist bei so einer Proposition von der Linke, wo wirklich besser gewesen wäre, wo sie einfach hätte können so, nee, das ist nicht viel gesehen, wie sie das so entschieden am Koalitionsprogramm. Und da wird das absolut durchgegangen. Ich verstehe bis heute nicht, wie ein CSV, die gefühlten 100 Jahre lang vehemente Gegner war von alles, was Auftreibung bedeutet wird, dass die das einfach so dabei mal matt gestimmt tun. Eine Änderung, die par ailleurs auch nicht ganz viel Wert ändern, für nicht so nicht, weil die Möglichkeit für die Auftreibung zu beschränken besteht und weiter über ein Gesetz. Mina ist weiter natürlich auch gesagt, bei vielen Punkten, wie immer, für die Meinungsfreiheit, für die Freiheit, die immer mehr Gefahr ist, auch durch die Europäische Union, Digital Services Act und so weiter. Was wir gesehen an der Diskussion, wo man eigentlich auch die einzige Partei sind, die wirklich klar sieht, dass man nicht ein Verbot wollen von sozialen Medien, weil wir wissen, dass es nicht nur darum geht, wie sie immer so für die Jungen zu schützen und so weiter, aber dass es viel mehr weit geht und geht darum, dass sie dann noch können abfeiern, dass Schützverein sich muss klar ummelden über seine Identitätskarte bei den sozialen Medien, dafür das ganz immer mehr zu kontrollieren, da das heute Agenda gegen die wir als Viren. Wir sind an ganz viele Punkte auch weiterhin, und wir werden ja doch am den nächsten 2 Jahren nach machen, werden wir ganz viele Punkte in Referendum froh, wenn wir der Meinung sind, dass das basisdemokratisch die Menschen wichtig ist, für die Leute mit dezidieren zu lassen, weil die Leute wissen oft besser wie Politik. Wir werden uns weiterhin ersetzen für die Familie, ganz besonders bei der Steuerreform, die soll kommen, wo die Familie am Moment in Zukunft die leidtragend wird sind, und natürlich auch für ein Budget, das nicht aus dem Ruder läuft, weil wir gesehen, dass die Ausgaben immer mehr an die Not gehen, an die Einnahmen, ja, die stagnieren, an das am Anfang die Ausgaben, wo ich muss schaffen, und dafür sind wir auch für eine Politik da, die mir raisonabel ist, auch ganz zukunftsgerichtet ist. Voilà. Zum Schluss noch 2 Sachen, ganz kurz. Die erste ist, weil das auffällt, wir sind in einer Chambre zu 60 Deputiert, das so 1988 festgestellt ging. Punkt ist, 1988 hat am Durchschnitt pro Tag eine Kommission, und die hat halb so viel, wenn nicht sogar nach meiner Gesetzesprojekt. Die hat viel mehr Arabisch, es sind noch viel mehr Minister zu der Zeit, und alles dazu die Menschen zugeholt. Und wir sind in einer Situation, wo wir zu 5 Deputiert von der zweitstärksten Oppositionspartei sind, aber vis-à-vis von uns die 16 Minister mit einem ganzen Apparat. Am Ganzen sind wir zu 25 Deputiert von der Opposition, allein 16 Minister. Und das ist ein Gleichgewicht, weil das Schmengen nicht mehr gut ist. Aber wenn wir wollen Demokratie stärken, wenn wir wollen Parlament stärken, dann meine ich, dass wir in Zukunft müssten darüber schwätzen, für 12 von Deputierten herabzuschrauben, weil ich meine, das käme der Demokratie in unserem Land so gut. Und dann noch ganz zum Schluss, wenn wir ja auch mit der Presse sind, so ein schon etwas Kleines über die Presse. Es sind am Gange relativ viel, wenn ich dann Zeit habe, lesen ich die alle Artikel aus dem Lützeburger Wort, aus dem Tageblatt, aus den 70er und 80er Jahren. Und was mir da immens auffällt, ist, dass das damals immens polarisiert war. Da sind 2 Welten gefallen, einerseits ganz links progressiv und andererseits ganz rechts konservativ Wort. Und die hatte fundamental andere Meinungen, und die gingen nie gefacht an den Leitartikeln. Das war knallhart, und das war ein gewisses Entspannen, und Leute wussten ja alle guten Tageblatt die Meinung an Wort wird die andere Meinung. Ich kenne noch über andere Medien schwätzen, wie Solomon DSB als beste Beispiel. Und das am Anfang fällt auf, dass das heute größtenteils verschwunden ist, und heute für die nächsten die verschiedenen Presseorgane, die leider oft dieselben Meinungen vertreten, und mir ist ein bisschen nicht so immer dasselbe, mir ganz ähnlich Meinungen an alle Presseorgane. Und deshalb ist es für die Schuld von, weil ich
man Dir erlauben, die kleine Message zu gehen, dass wir das ein bisschen mehr pluralistisch gif berichten an wie breit am Spektrum die verschiedenen Meinungen die vertreten an Zeitungen mussten nicht alle Leute dieselbe Meinungen haben.